Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Lose Mail. Mir ist gerade wirklich extrem heiß. Also, no joke. Mir tropft so ab dem Gesicht runter. Und ich warte die ganze Zeit, die ganze Woche, warte auf den richtigen Moment, um mich in meinem Zimmer zu vergraben und den Podcast aufzunehmen. Aber der Moment kommt einfach nicht, weil es kühlt nicht mehr ab. Hallo, ich meine, es kommt jetzt Herbst. Was soll das? Es hat geschifft und ich war glücklich gewesen. Jetzt ist es wieder gefühlt 36 Grad und man stirbt einfach. Und im Fall, oh mein Gott, ich glaube gestern oder vorgestern, habe ich so meine Wäsche eingeräumt und bin einfach am Boden gesessen. Also ich bin mal gestanden und bin einfach fast ohnmächtig geworden in meinem scheiß Zimmer. Also, ich opfere mich für euch. Da hocke am Boden, weil in meinem Bett wird es zu heiß. No joke, wenn ihr das gesehen habt. Ich filme mal nicht mit. Irgendwie fühle ich mich wohler, wenn die Kamera nicht läuft. Ich glaube, das können ihr alle nachvollziehen. Und es ist ein scheiß Podcast. Ich weiß nicht, wer ist auf die Idee gekommen, dass wir das jetzt auch noch filmen müssen? Wer hatte diese grandiose Idee? Also ich probiere es mal ein bisschen aus mit ohne Video. Ich hoffe, es sind wir nicht zu hässig. Ich finde das irgendwie auch cool. Weil ich habe keine Lust eigentlich, dass ihr, wenn ihr Lust habt, mir zuzulassen, müsst das Video schauen. Ich will doch, dass ihr könnt, keine Ahnung, irgendwie chillen oder etwas anderes machen gleichzeitig. Oh sorry, jetzt habe ich viel Spuder in der Fresse gehabt, das haben wir sicher gehört. I'm so sorry. Immer wenn ich meinen Podcast selber höre, denke ich, Hilfe. Alle anderen haben so eine Podcast-Stimme, so eine Radiostimme, so eine «Guten Abend und willkommen bei «Lose Mal». Ich freue mich sehr, seid ihr auch wieder dabei. Und ich habe immer viel zu viel Spuder in der Fresse. Spuck euch an, Gorbs, euch an. Furz zum Glück. Zum Glück habe ich noch nie gefurzt, Alter. Aber sonst, man hört einfach alles, was man nicht gehört hat. Und meine Stimme ist wie von einem kleinen Bub, aber gleichzeitig auch irgendwie von einer 60-jährigen Frau. Ich kann mich nicht entscheiden. Darum, es tut mir leid. Das finde ich schon unchillig. Darum habe ich keine Lust, dass ihr vor eurem Bildschirm hocken und meinen Podcast auch noch schauen, anstatt das zu nutzen, dass es nur Audiomaterial ist. Ich finde das nämlich voll geil, weil alles andere ist immer so Reizüberflutung und keine Ahnung, auf TikTok und so muss ich immer so schauen, dass die Leute so schnell wie möglich das Zeug anklicken und schauen und immer so eine «Wow, Leute, das ist mein Video» und 100 Soundeffekte und so schnell wie möglich schneiden und Text drüber und Untertitel und Musik dahinter und bam, 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 bam. Und das ist da halt überhaupt nicht so. Und das finde ich eigentlich geil. Und darum, das ist jetzt eigentlich meine Excuse, wieso ich es scheiße finde, mit Video-Podcast aufzunehmen. Und alle vom Business werden jetzt sagen, haha, oh mein Gott, dann kann sie es ja gar nirgends posten. Ist mir scheißegal, Alter. Hört mir ja zu, egal ob ich es auf TikTok poste oder nicht. Darum, ich freue mich, dass ihr da sind, ist mein Fazit. An alle, die es verpasst haben, es ist jetzt endlich live gegangen, letztes Wochenende, wo die nächste «Hör mal» Live-Show sein wird. Und es ist alles schon ausverkauft, also don't get your hopes up. Ihr könnt aber noch, bis am 5. September ist es, glaube ich, auf dem Archhöfe Instagram-Account unter einem Video, das ich mit ihnen zusammen gepostet habe. Also ihr könnt auch auf dem «Hör mal» Insta-Account einfach auf «Hör mal» schauen unter den Videos und dann kommt ihr auf das Video. Wenn ihr kein Ticket bekommen habt, dann könnt ihr jetzt noch kommentieren, markiert jemanden, mit dem ihr gerne gehen würdet und dann verlosen wir eben noch Stehplätze. Es sind halt leider Stehplätze. Ich hätte jetzt keinen Bock zum Stehplatz haben, ehrlich gesagt, weil ich mag schon nicht hocken so lange. Aber wenn du wirklich dabei sein willst und dich das nicht juckt, dann go for it, kommentier und dann und folge dem Archive-Account. Ich glaube, das ist das Kriterium, ich bin nicht sicher, es steht sicher in der Caption. Macht einfach alles, was man machen muss, um dabei zu sein. Und dann könnt ihr noch dabei sein. Wir verlosen 30 mal 2 Tickets. Also insgesamt sind es noch 60 Stehplätze. Also ihr habt noch gute Chancen, um dabei zu sein. Es hat bis jetzt so 100 Kommentare. Und es haben die Leute, die mehrmals für sich selber kommentiert haben. Ihr habt gute Chancen. Und ja, danke für den ganzen Support. Und es tut mir leid, dass es nur, wie viel sind es? 100 Tickets sind es, glaube ich, für Sitzplätze. Es ist halt einfach so von der Location her, dafür war es gratis und es ist saugeil. Ich finde es voll geil, dass man das gratis machen kann.
Und ich finde es auch voll die geile Location. Es ist halt so ein Einkaufszentrum. Leute, die machen das einfach, das ist einfach zu und dann ist es für uns offen. Einfach nur für uns, das ist crazy. Und es gibt auch Zuckerwatemaschinen und es gibt, also ihr könnt dort Getränke und alles nachkaufen. Genau, aber genauere Infos findet ihr unter diesem Post. Und ich freue mich, das ist schon oh mein Gott, das ist in 3 Wochen. Leute, über was soll ich reden? Könnt ihr mir bitte, geben mir Recommendations, was ihr gerne sehen würdet an den Live-Shows allgemein. Jetzt auch für die nächste und übernächste und ich sage, es gibt noch ganz viele. Also sind nicht traurig, es kommt sicher nochmal. Sagt mir, was ihr dort speziell gerne sehen würdet. Weil ich kann dort ja viel mehr machen, weil es wird nirgends gepostet. Leute, es ist einfach eine Secret Society und nur wir, die dort sind, haben das alles erlebt und eigentlich ist es gar nie passiert. Genau, sagen wir einfach, was ihr gerne sehen würdet. Gut, das war es eigentlich auch schon gewesen. Ich habe keinen Bock diese Woche auf meine Formate, da das Highlight der Woche und so ein Scheiß, weil ich habe irgendwie gar nichts gemacht die ganze Woche und bin mega müde und einfach nur am Chillen. Aber ich habe Gossip des Todes. Und wenn ihr meine Insta-Story schon gesehen habt dazu, dann skippt jetzt auch die nächsten paar Minuten, dann habe ich es euch schon erzählt. Aber ich kann es euch ein bisschen detaillierter erzählen, weil ich finde es so crazy. Also Leute, jedes Mal, wenn ich aber davon erzähle, fühle ich mich so dumm, weil es ist schon ein bisschen opferig, dass ich immer über die gleiche Person erzähle. Aber ich komme einfach nicht, glaube nie im Leben darüber hinweg. Es tut mir so leid, ich bin das Opfer. Auf jeden Fall, ihr wisst ja, meine toxische ex-beste Kollegin. Wenn ihr nicht wisst, um wer es geht, Leute, dann ist es auch egal. Wenn ihr neu dazugekommen sind, es tut mir leid, es ist egal, weil es ist wirklich nicht so deep. Es hat mich einfach in meiner Jugend beeinträchtigt. Gut. Leute, sie ist so jemand, wo würde, keine Ahnung, wenn ich jetzt an einem Tag hässlich in die Schule gekommen bin, dann hat sie ein Foto von mir gemacht und gespeichert und dann hat sie es wahrscheinlich irgendwelchen Leuten geschickt und sie hat im Fall actually so einen geheimen Ordner auf ihrem Handy mit alles nur Sachen, die von mir drin sind und das hat sie wahrscheinlich bis heute noch. Ich habe sie mal darauf angesprochen, wo wir so alles herausgefunden haben, dass sie eine dumme Sau ist und dann hat sie so da, als würde das gar nicht existieren, darum gehe ich mal schwer davon aus, dass sie das halt immer noch hat. Darum, sie ist so jemand, der alles speichert, wo Leute Scheiße drauf aussehen, alles, was sie so jemals gegen jemanden verwenden können, behaltet sie so auf, weil, keine Ahnung, weil sie crazy ist und weil sie wahrscheinlich die ganze Zeit das Gefühl hat, so, sie wird das irgendwann brauchen, dass sie irgendwann in eine Situation kommt, wo ihr das irgendwie nützen wird. Und man denkt, ja, sorry, chill, deine scheiß Eier, Alter, dein Handy ist in der Zwischenzeit schon etwa 4-mal kaputt gegangen. Wieso hast du noch die gleichen Screenshots von 2016? Creepy as fuck, Alter. Aber ja, sie ist so jemand, stellt es euch einfach so vor. Und dann, vor ein paar Tagen, bin ich so an meinem Handy, Benachrichtigung, hat einen Snap in die Story gepostet oder so. Ich weiss nicht, wieso Snapchat die scheiß Benachrichtigung schickt, aber nicht nur ich habe sie bekommen, weil jemand, der sie auch kennt, hat mir nachher auch geschrieben, so, hey, hast du die Benachrichtigung bekommen, nachher hast du die Story gesehen? Und ich so, yep. Gut, natürlich gehe ich in die hure Snap-Story schauen, weil niemand von uns postet mehr Snapchat-Stories. Das heisst, egal wer jetzt, welcher Name dort aufgepoppt wird, ich werde schauen, weil what the fuck, wieso postest du eine Snapchat-Story? So. Oh, jetzt läuft mein scheiß Wecker. Wisst ihr, was der Wecker bedeutet? Dass ich meinen Podcast aufnehmen muss. Wow, das ist richtig vorbildlich, dass ich vor meinem Wecker angefangen habe. Auf jeden Fall, Leute, ich drücke die hure Story an und ich traue meinen Augen nicht. Die Sau hockt auf dem WC. Es ist nicht lustig, es tut mir mega leid für sie, wenn es nicht sie wäre. Hockt auf dem WC und streichelt ihre Katze. Also nicht ihre Kutschi, sondern wirklich ihre Katze. Oder irgendeine Katze, ich weiß nicht, ob es ihre ist. Streichelt die Katze auf dem Schoß, auf der Scheisse. Man sieht, dass sie auf der Scheisse hockt. Und man sieht auch so, dass sie so sich gar... Also weißt, es war wahrscheinlich so ein Snap gewesen, wo sie entweder einfach so gefilmt hat, weil ihr langweilig war um WC, das kennen wir alle, und dann einfach gespeichert, also in die Memories gespeichert wollen, weil so haha cute, aber gar niemandem geschickt hat. Oder sie hat vielleicht so ihrem Freund geschickt oder so. Eigentlich. Aber auf Snapchat ist es ja so, dass neben dem Speicher-Knopf ist ja sofort auch das In-Story-Posten-Knopf und das tut die ja nie nochmal fragen, ja, willst du das wirklich in die Story posten? Darum passiert das ja auch alle halb Jahr, dass irgendjemand ein Schwanzbild in die Story postet oder so. Weil es ist halt einfach scheiße. Bro, es ist einfach scheiße. Gut, dann sehe ich das und bin so, eigentlich mein erster Instinkt war wirklich, ich habe es nach einer Minute oder so gesehen, ist
eigentlich habe ich sofort Schluss, bin schon so am Schreiben gewesen, so, hey, keine Ahnung, ob du das extra posten, aber falls nicht, ja, ich sag's dir da mal. Und dann bin ich einfach so gewesen, fick die, Alter, wenn das ich gewesen wäre, wenn ich so etwas aus Versehen gepostet hätte, wäre sie die erste gewesen, die 100 Millionen Screenshots, Screen Recordings, was auch immer gemacht hätte und das in der Welt verbreitet hat und sich über mich lustig gemacht hat, 4 Jahre lang. Safe, Alter. Und dann habe ich gedacht, nein, okay, dann ich warte jetzt einfach mal, weil, keine Ahnung, wenn ich eine Benachrichtigung bekommen habe, haben ihre Friends sicher auch eine Benachrichtigung bekommen und dann, keine Ahnung, sagt ihr hoffentlich jemand anders, dass sie es löschen soll. Ausser ich, weil ich will nicht die Person sein, die dieser den Arsch rettet, nachdem sie mein Leben zerstören hat wollen. So. Und das ist mir richtig schwer gefallen. Ich bin wirklich so 5 Minuten so am Hin und Her überlegen, soll ich ihr jetzt schreiben, soll ich nicht, weil logisch hätte ich es gerne bei mir selber, wenn mir jemand sofort schreiben würde. Aber ich weiss auch, dass ich mir genug Mühe gebe in meinen zwischenmenschlichen Beziehungen, dass mir actually auch jemand Bescheid geben würde. Und bei ihr war es anscheinend einfach nicht so gewesen. Das ist dann nämlich noch eine halbe Stunde länger, nochmal eine halbe Stunde länger, nochmal eine halbe Stunde länger, bis es wahrscheinlich so 2 Stunden in ihrer Story war, dort war. Und dann hat mir die andere Person geschrieben, so, Alter, hast du die Story gesehen? Die hockt doch auf dem Scheisser, Alter. Und ich so, ja. Aber wieso sagt sie ihr niemand? Und die Person so, ja, keine Ahnung, Alter, what the fuck, das haben sicher schon alle gesehen von ihren Friends. Und nachher habe ich gedacht, ja, okay, sorry, das ist ja wirklich zu asozial. Und dann habe ich einer Kollegin oder jemandem auf jeden Fall geschrieben, der mich nicht hasst und gleich Berührungspunkte hat mit dieser anderen Person. Das gibt es nämlich selten. Also alle Leute, die es mit der gut haben, hassen mich so instinktiv. Hat dieser Person geschrieben, ich so, hat die Story geschickt und so, hey, ich glaube, das hat sie nicht extra gepostet, sag es ihr doch, weil ich will nicht so nett sein und es ihr sagen, aber sag es ihr doch. Und sie so, oh ja, ich sag's ihr. Nachher, zack, boom, war es draussen gewesen. Das heisst, wahrscheinlich war wirklich ich der Auslöser gewesen, wieso das gelöscht worden ist. Und das finde ich ja, und sie wird das, also ich hoffe, sie hat ihr nicht gesagt, dass das von mir kommt. Aber keine Ahnung, wenn ich das so poste und so, kommt es wahrscheinlich über irgendwelche Ecken zu ihr. Ist vielleicht auch ein bisschen dumm, aber so, okay, ich habe nichts Böses gemacht. Leute, wie traurig ist das? Dass sie mich hasst so fest und wirklich alles Schlimme auf der Welt mir gewünscht hat. Und am Schluss bin ich die Einzige auf dieser Welt, die dieser ihre Fix-Story anschaut und nachher sagt, komm, es ist zu asozial. Sag, irgendjemand soll dieser helfen. Hallo, sagen Sie ihr. Und die Person, der ich geschrieben habe, hat es wahrscheinlich auch schon gesehen. Also keine Ahnung, Alter. Und wahrscheinlich auch einfach gedacht, ja, selber die Schuld. Weißt du, was ich meine? So, alle sind befreundet mit der. Aber niemand hat es so wirklich gern, weil sie ist einfach so eine scheiß Person. Und das ist nicht mal böse gemeint, sie ist einfach so eine böse Person. Wisst ihr, was ich meine? Und das hat mich so geflasht, dass es wirklich immer so kommt. Weil früher habe ich oft gedacht, oder mehr alle, die in dieser Friendgroup waren, die halt so mit ihr zu tun hatten, wir haben alle gedacht, so, ja, aber das ist so unfair, dass sie so einfach wegkommt ohne so Konsequenzen und dass sie das mit uns einfach hat so können abziehen, dass sie uns jahrelang einfach nur verletzt und verarscht und angelogen und bloßgestellt hat. Und sie kann einfach weiterlaufen und ihr Leben leben und niemand weiss das und alle sind weiterhin mit ihr befreundet und tja, wir sollten eigentlich alle Leute warnen, haben wir eine Zeit lang gedacht. Wir waren wirklich so, oh mein Gott, die armen Leute, die mit ihr befreundet sind. Und jetzt sehe ich einfach, Bro, Leute, die so sind, haben keine guten Freundschaften. Ausser magischerweise liege ich falsch und es hat wirklich niemand gesehen, ausser ich. Aber, also sorry, das kann ja nicht sein. Und das ist crazy, das hat so ein bisschen etwas in mir geheilt, um so zu wissen, dass es schon okay ist, wie alles gelaufen ist und dass ich an einem besseren Punkt bin jetzt und nicht mehr nur so scheiß Kolleginnen habe, die sich über mich lustig machen, sondern mir sofort helfen würden. Ich habe in der Story, glaube ich, gesagt, als ich es erzählt habe, ich habe so kurzfassig erzählt, ich habe nicht gesagt, was die Story ist, weil ich schon nicht wollte, dass sie das dann sieht und so dachte, oh mein Gott, jetzt erzählt sie der ganzen Welt, dass ich auf dem WC mich selber gefilmt habe. Aber ja, sorry, Alter, selber die Schuld. Nein, jetzt weiss ich gar nicht, was mein Punkt war. Ich hätte wahrscheinlich meine Kolleginnen, no joke, wären zu mir heimgekommen, mir mein Handy aus der Hand reissen und das selber löschen, wenn es keinen anderen Weg gegeben hat. Und bei ihr
nimmt sich niemand nicht mal nur 2 Sekunden Zeit, um zu sagen, hallo, das hast du glaube ich nicht extra gepostet. Weil ich so, sorry, das würde ja bei jedem, das sage ich sogar irgendwelchen Influencerinnen, die zum Beispiel 2-mal das gleiche Video gepostet haben, weil das passiert amigs, schreibe ich auch sofort, hey sorry, ich glaube du hast 2-mal gepostet, einfach dass du es weißt. Das macht man doch bei jedem kleinen Gacki-Furz. Du musst nicht einen speziellen Stellenwert haben, dass man es macht. Und darum finde ich es umso krasser. Das sagt doch so viel aus. Also denkt dran, wenn euch jemand gefickt hat und ihr traurig seid wegen einer Person oder mega viel schlecht gelaufen ist wegen einer Person in eurem Leben, die bekommen immer das, was sie verdient haben. Und das tut mir auch leid. Und das ist, finde ich, auch etwas Schwieriges, um so loszulassen. Und eben, dass ich nicht wieder zurückgesäckelt bin und einfach, ja, weil es ist ja sie und ich muss ihr helfen. Ich sage ihr das jetzt so, dass ich einfach auch sagen kann, sorry, nein. Nein, weil sie wird das nie im Leben für mich machen. Das ist so etwas Schwieriges. Und sich zu lösen von dem, ja, aber sie war ja gleich eine Liebe gewesen und nein, Alter, amigs darf man auch einfach sagen, du bist ein scheiß Mensch, Bro. Ich hoffe, dir geht es irgendwann besser. Und trotzdem, jetzt, wenn ich auch darüber rede, ich habe Mitleid. Das war jahrelang meine Kollegin gewesen. Und wir haben so viel Scheiß miteinander erlebt, dass ich natürlich gleich mir wünsche, dass es ihr einfach gut geht und dass sie keine Ahnung, irgendetwas gelernt hat. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen eine Enttäuschung, so zu merken, dass sie in diesem Fall irgendwie immer noch gleich ist. Dass die Leute immer noch denken, ja, Bro, die ist ein Arschloch, ich helfe dir jetzt nicht. Ich hätte mir wie gewünscht, dass durch das, dass sie die ganzen Freundschaften verloren hat und dass ich sie konfrontieren haben müssen und so war, Bro, what the fuck, was hast du jahrelang mit mir gemacht? Ich weiss es im Fall, ich habe alles herausgefunden, wieso hast du das gemacht? Dass das nichts in ihr ausgelöst hat, dass es anscheinend keinen Unterschied gemacht hat, ob sie jetzt mich verloren hat oder nicht und checken ihr. So, amigs wünscht man sich doch einfach, oder auch, keine Ahnung, wenn du jetzt mit jemandem zusammen warst und keine Ahnung, zum Beispiel die Person hat dich betrogen oder so und du konfrontierst die Person und du findest alles raus und es ist richtig scheiße und bla bla bla. Und dann erhoffst du doch, dass das so eine grosse Bedeutung hat oder so einschneidend war für die Person, dass nachher vielleicht in der nächsten Beziehung nicht nochmal passiert. Aber dann findest du raus, wow, keine Ahnung, Alter, der Gorgonzolos hat seine nächste Freundin schon wieder betrogen. Und dann denkst du, Bro, sorry, hast du nichts gelernt? Es ist so scheißegal. Aber genau das ist der Punkt, die Leute sind einfach scheiße. Und es ist nicht deine Aufgabe oder meine Aufgabe, zum herauszufinden, wieso, zum rechtfertigen, wieso, ja, aber die Eltern und ja, Digga, niemand von uns oder die wenigsten von uns sind perfekt aufgewachsen und gleich haben wir den Anstand, den Stock aus dem Arsch zu ziehen und kein Arschloch zu sein. So, das ist immer noch eine Entscheidung ab irgendeinem gewissen Alter. Und das finde ich so etwas Schwieriges, Alter. Und es sollte in dieser Folge eigentlich auch gar nicht um das gehen, aber ich habe nicht einen fetten Plan jetzt gehabt. Ich wollte das irgendwie einfach loswerden, weil ich weiss mega viel, also wirklich, keine Ahnung, ich glaube 80% der Leute von euch, die mir schreiben wegen Advice und irgendwelche Situationen, die man schildert, es geht immer um Freundschaften. Und ich glaube, das wird mega fest unterschätzt, wie fest uns das alle juckt. Weil es wird so viel Gewicht drauf gelegt, ja, Freund, Freundin, romantische Beziehung, so Zeug, aber ich habe das Gefühl, vielleicht trauen wir auch darum, uns nicht so über dann die freundschaftlichen Sachen intensiv zu reden, weil es ist ja nur eine Freundschaft. Und eben genau gleich mit dem, es ist ja nur ein Friendship-Breakup. Ja, dann bist du halt nicht mehr befreundet, Pech. Aber es ist so viel tiefer und für das habe ich wie noch mehr das Gefühl, gibt es noch weniger so eine Liste, die du befolgen kannst, dass du über das hinwegkommst, wie bei einem Freund. So, ja, okay, dann, keine Ahnung, chillst mal ein bisschen, nachher lernst du irgendjemand Neues kennen und baff, boom. Aber du kannst immer tausende neue Kolleginnen finden und die eine, die dich halt, keine Ahnung, Alter, in der Oberstufe gefickt hat, bleibt immer in deinem Hinterkopf. Oder für mich genau gleich meine kindheitsbeste Kollegin. Ich denke so oft an sie und wir haben es nicht schlecht, aber wir haben auch keinen Kontakt mehr, weil es ist halt wie so ein bisschen unnatürlich, weil ich bin auf Dänemark gezogen, dann bin ich da angezogen und sie wohnt im Graubünden und wir leben zwei komplett andere Leben und man hat sich einfach so auseinandergelebt und es wäre halt komisch, wahrscheinlich haben wir beide das Gefühl, es wäre mega komisch, jetzt einander so zu schreiben und so, hey, willst du etwas machen? Bro, was wollen wir machen? Das letzte, wo wir etwas miteinander gemacht haben, haben wir Movie Star Planet miteinander gespielt. So. Aber
trotzdem denke ich so oft an sie und denke mir die ganze Zeit, was wäre echt, wenn wir uns die Mühe gegeben hätten oder wenn wir mal das auf die Seite geschoben hätten, dass es ja irgendwie ein bisschen unangenehm ist, weil wir haben das auseinandergelebt. Oder genau eben mit dieser blöden Sau von der Snapchat-Story. Was wäre gewesen, wenn sie sich einfach zusammengerissen hat? Oder kommt jemals eine Entschuldigung von der? I doubt it, Alter, I doubt it, aber ich wünsche es mir. Das sind so Sachen, wo ich glaube einfach nie darüber hinwegkommen, dass die so rausgekommen sind und wo ich auch low-key so ein bisschen denke, ich muss auch gar nicht darüber hinwegkommen. Ich habe das Gefühl, es wird halt so mega viel Wert darauf gelegt, so, ja, wie kommt man über etwas hinweg und wie heilt man und wie aber Bro, gewisse Sachen dürfen die auch einfach begleiten und geprägt haben und das ist nichts, wo man sich dafür schämen muss, sondern vielmehr etwas, finde ich, wo man mehr darüber reden sollte und wo man auch als Friends sollte einander den Platz lassen, dass eine Person zum Beispiel immer wieder darüber redet. Weil ich weiss, wie man ist als Kollege oder Kollegin, dass man halt, dass irgendwann fuckt es dich halt ab, wenn jemand 5 Jahre lang immer den gleichen Scheiß erzählt. Ja, aber weißt du, sie hat mich wirklich so verletzt. Ja, get over it, Alter, hab deine Fresse. Ich check's, das regt auf. Und das führt dann aber auch mega schnell dazu, dass man halt gar nichts mehr erzählt mit so Zeug. Und dann bist du mega allein mit dem. Zum Beispiel, ich würde jetzt auch nie zu meinen Friends gehen, außer die das halt miterlebt haben. Mit denen kannst du wirklich 100 Jahre darüber reden, weil die sind genauso flabbergasted wie mir selber. Aber ich würde jetzt auch nicht, also ich sehe mich jetzt auch nicht zu meinem Freund zu gehen und irgendwie, keine Ahnung, einmal alle 3 Monate so sein, hey, aber das beschäftigt mich im Fall immer noch mit der. Weil was bringt es mir? Nichts. Aber das ist einfach etwas, was ich mit mir mittrage, wo ich einfach akzeptiere, dass es mich halt verletzt und dass ich noch daran denke. Und ich glaube, ich werde nie aufhören, daran zu denken, weil es sind nicht Sachen, die ich verstehen kann. Und das ist etwas Schönes. Es ist voll geil, eigentlich, wenn du nicht verstehen kannst, wieso dir jemand etwas angetan hat oder wieso jemand so mit dir umgegangen ist oder wieso etwas so passiert ist, weil das zeigt, dass du das nie so machen würdest und dass du nicht so ein Mensch bist und du musst nicht immer Verständnis haben. So. Das finde ich voll crazy. Aber einfach so das Space dann vielleicht gleich lernen zu lassen, um immer wieder ein bisschen über das Gleiche zu reden oder auch mal halt seine Friends fragen, so, hey, wie geht es dir eigentlich damit, dass du nicht mehr mit blablabla befreundet bist oder wie war jetzt das nochmal gewesen? Und geht es dir gut? So. Ich mache das auch nicht bei meinen Friends, weil ich will dann halt auch wie respektieren, dass die Person ja nicht mehr mit dieser anderen Person befreundet ist. Keiner hat Bock, um die ganze Zeit über so Zeug zu reden. Aber gleichzeitig weiss ich eigentlich selber, dass es voll wichtig ist, darüber zu reden, weil man sich mega schnell allein fühlt mit diesen Themen. Weil es ist ja so unwichtig, weißt du, es ist ja nur nebensächlich. Und nein, ich will jetzt nicht die Zeit brauchen, um über meine Ex-Kollegin reden, weil das ist voll unnötig. Aber es ist ja nicht unnötig, wenn man ein Jahr lang mit sich mitträgt und dann in jeder neuen Freundschaft Angst hat, dass die genau gleich sind. Und das Gefühl hat, mit einem selber stimmt etwas nicht, weil wieso hätte mir das eine beste Kollegin antun können? Was habe ich dieser angetan, dass sie so tut? Das sind ja alles Sachen, die wir mit uns mitschleppen, die mega unnötig sind, weil wir haben Leute in unserem Leben, die uns wie, wenn wir mit ihnen darüber reden würden, könnten mega schnell bestätigen, ich würde das nie antun und du musst gar keine Angst haben, weil es ist nicht an dir gelegen und du bist eine super Kollegin und ich habe so Freude, mit dir befreundet zu sein. Die Person ist einfach ein Psycho. Punkt. Und dann hast du wieder so ein bisschen deine Bestätigung in Freundschaften zum Beispiel. Und das kann man natürlich auf alle Themen anwenden, die einem irgendwie gerade beschäftigen. Aber das ist eines, was mich gerade beschäftigt. Und ja, Leute, keine Ahnung, ich fände es schon geil, wenn die sich bei mir entschuldigen würde. Aber das wird, glaube ich, never ever passieren. Weil die ist so verblendet, Alter. Ich weiß nicht, sie ist so eine Person, wo sich, wo wenn du so im Unterricht, so in einer ganz neuen Klasse, wo du so noch probierst, die Leute impressen und so ein bisschen, du als hättest eigentlich viel mehr Hobbys, als du eigentlich hast. Die Leute sagen so, wenn sie so sich vorstellen müssen, ja, was ist dein Hobby, dann sagen sie, ja, Fußball und 2-mal in der Woche Klavier und dann tue ich eigentlich noch gerne Sprachen lernen. Und sie ist so jemand, der sagt, mit Freunden rausgehen. Sie hat keine Hobbys. Und genau das ist, glaube ich, das Problem. Also, wenn ihr ein bisschen in die Arschlochschiene am Fahren sind und so merkt, hey, irgendwie bin ich voll die verbitterte Sau, dann denkt daran, vielleicht habt ihr auch zu viel Freizeit. Dass man Ordner von anderen Leuten erstellen und archivieren und Buchhaltung halten über Fehler von allen anderen
oder peinliche Sachen von allen anderen, um sie irgendwann zu verletzen. Das ist mein Fazit. Eigentlich kann ich etwas ganz anderes ansprechen. Und zwar das ganze Movement von so Self-Care und du selber bist an erster Stelle und ich glaube, ihr checkt, was ich meine. Oder so, dass zum Beispiel, wenn es so darum geht, gerade auch bei diesem Thema, sie könnte jetzt zum Beispiel sein, da meine Ex-Kollegin könnte so die ganze Zeit so zu allen anderen gesagt haben, ja, aber ich schuld doch der auch gar nichts und weisst, ich schaue auf mich selber und das ist mir doch jetzt, also ich meine, sie kann nicht von mir verlangen, dass ich mich entschuldige und was hat sie eigentlich das Gefühl, wer sie ist, weil mir geht es besser so und ich muss mich halt auf mich selber fokussieren und meine Energie für mich selber brauchen. Das ist so das, was ich meine, die Leute, die so sind und ich habe das Gefühl, das ist voll der Trend im Moment, dass man so ist und dass es auch voll normal ist, um so reden, so, ja, also, keine Ahnung, also das kannst du jetzt nicht wirklich von mir erwarten und ich schulde dir nichts und ich bin nur mir selber Rechenschaft schuldig und saving my energy for myself. Und das ist so trendy und das wird so bejubelt und oh ja, Queen, go off, weil du schaust auf dich selber und das hast du verdient. Und da bin ich natürlich einig, jeder hat es verdient, um auf sich selber zu schauen und Grenzen setzen und einfach sich selber im Griff haben und ein tolles Leben haben. Obviously. Aber ich finde, das läuft in so eine falsche Richtung. Das ist einfach nur noch egoistisch eigentlich. Und ich check nicht, wie Leute das Gefühl haben, dass das so funktioniert. Also entweder du willst ja so sein und hast wie gar keinen Platz für andere Mitmenschen in deinem Leben gerade. Und so Zeiten gibt es ja. Und das verstand ich. Wenn du mega fest an dir selber arbeiten willst, oder von 0 auf 100 dein Leben umkrempeln willst und einfach keine Kapazitäten hast, okay, fair. Aber wenn du so sein willst und dann gleichzeitig das Gefühl hast, Leute wollen mit dir befreundet sein, ich check nicht, wie Leute das Gefühl haben, dass das funktionieren soll. Sorry, wir sind soziale Wesen. Wir leben in einer Gesellschaft. Wir leben nicht in einem «Ich bin allein auf dieser ganzen Welt» Ding. Und trotzdem haben, ich habe das Gefühl, im Moment die Leute mehr denn je das Gefühl, sie sind die einzigen Leute auf dieser ganzen fucking Welt und eben nein, ich schulde niemandem etwas und blablabla. Und so, Verantwortung übernehmen ist einfach tot. Das gibt es nicht mehr. Obwohl ja wahrscheinlich jetzt mehr Leute als ever in Therapie gehen und eigentlich genau so Themen behandeln, habe ich das Gefühl, viele Leute kommen aus so einem Szenario raus mit dem Mindset, ja, alle anderen sind schuld und einfach, ja, ich bin so ein Arms und Baby. Und nicht so, also nicht jetzt wegen Therapie an sich, aber ich habe das Gefühl, die Leute hören halt mega oft einfach nur das, was sie gerne hören wollen. Checken ihr. Und wenn ich in Therapie gehe und die Person mir sagt, ja, okay, und wie ist denn das mit ihrer Mutter gewesen und mit ihrem Vater und und die, ja, genau, die Lehrperson, und wegen dem, okay. Dann probiert vielleicht der Therapeut oder die Therapeutin einfach nur herauszufinden, was mein Background ist, um mich besser zu verstehen. Und ich höre daraus, stimmt, meine Mutter, mein Vater, meine Lehrerin, mein Goldfisch, die sind alle schuld daran, dass ich so bin. Und Fazit, ich schulde niemandem mehr etwas, weil alle anderen haben mein Leben verschissen und jetzt schaue ich auf mich selber. Dagegen, das regt mich auf. Ohne Scheiß, das Mindset regt mich auf. Und ich habe das safe auch so ein bisschen in ganz kleinen Arten, wie zum Beispiel nein, ich antworte jetzt nicht. Ich schreibe der jetzt auch einfach nicht mehr. Egal, ob ich in einem Monat oder in 2 Monaten zurückschreibe, ich schulde der ja keine Antwort. Nur weil sie immer schreibt, muss ich nicht antworten. Oder, ja, okay, sie hat mich jetzt zwar eingeladen, aber nein, ich muss ja eigentlich nicht auftauchen. Es ist ja nur eine Einladung. Ich habe anderes zu tun. Obwohl man aber dann gleich, wenn man zweimal überlegt, vielleicht denken würde, ja, es schiesst mir jetzt vielleicht an die scheiß Party zu gehen, aber das ist meine fucking Kollegin. Und ich will eigentlich für die Kollegin da sein, weil ich wünsche mir das auch von ihr als Kollegin. Also reisse mich zusammen und gehe an die Party, auch wenn ich nach 2 Stunden wieder gehe. Aber ich habe mich dort gezeigt, weil genau um das geht es in zwischenmenschlichen Beziehungen, dass man einander das gibt, was man auch vom Gegenüber erwartet. Und das ist eine ganz komische Dynamik, die es jetzt plötzlich gibt, dass man erwartet ja gleich etwas von den Leuten. Also die Leute, die so sind, also
Nein, ist schon wieder nichts. Sind dann die Ersten, die dich anficken können, weil, keine Ahnung, weil du ihr Insta-Bild nicht geliked hast oder so. Also, das ist so in einer Disbalance, dass man das Gefühl hat, niemand darf etwas von einem selber erwarten, aber man selber darf die ganze Welt vom Gegenüber erwarten. Und, keine Ahnung, Digga, denkt einfach nochmal drüber nach. So, gebt euren Freundschaften das, was ihr auch gerne hättet. Und das kann man natürlich nicht immer im gleichen Ausmaß machen. Und mal gibt jemand mehr und jemand gibt weniger. Aber so das I'm only taking care of myself. It's me, myself and I. Digga, was machst du, wenn die Apokalypse ausbricht? Ich bin mir sicher, du überlebst keinen Tag allein. So, hallo. Und das fördert auch einfach, habe ich das Gefühl, nur noch mehr so die Isolation, dass man so das Gefühl hat, weil man halt den ganzen Tag am Handy ist und du hast ja immer das Gefühl eigentlich, dass du soziale Interaktion gehabt hast, weil du chillst den ganzen Tag auf sozialen Medien und schaust anderen Leuten zu beim Sozialsein oder anderen Leuten zu beim das Leben leben. Oder andere, kann ich jetzt auch in diesem Podcast, rede ja mit dir und das gibt dir das Gefühl, dass du Zeit mit mir verbracht hast, aber actually hockst du gerade irgendwo und bist allein. Und das darf man machen und das ist natürlich nichts Schlechtes. Danke, dass ihr mir zuhört. Aber ich habe das Gefühl, durch das isoliert man sich einfach immer mehr, weil man vergisst, dass man die Leute im echten Leben, die Leute, die am besten kennen, die drücken mich wie so weg, weil ja, ich habe ja eigentlich alles, was ich brauche. Mich selber. Bro, in dem Moment, wo dein Leben mal ein bisschen scheisse läuft, bringst du dir selber wahrscheinlich nicht mehr so viel, wie du gerade meinst, weil wir brauchen einander. Und wir brauchen jemanden, um darüber zu reden. Und wir brauchen den sozialen Halt. Und man sieht ja ganz klar, was mit Menschen passiert, die einsam sind. Denen geht es am schlechtesten, Bro. Es gibt, legit, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher und mich nicht zitieren, aber Leute, wir können übrigens die ganze nur die Sachen auf Englisch sehen. Ich wollte sagen, don't quote me on this. Und dann so, tu mich nicht zitieren. Digga, das gibt es doch gar nicht auf Deutsch, oder? Aber ich check it. Das ist jetzt nicht ein wissenschaftlicher Fakt, aber ich bin der Meinung, dass ich schon ein paar Mal gehört habe, in diesem Zusammenhang, dass es ganz viele Studien gibt dazu, dass nichts so schlimm ist für uns wie Einsamkeit. Und wir tun das alles so ganz komisch verkaufen im Internet, dass eben so das Alleinsein, das tut dir gut und mach weiter so. Jeder kämpft für sich selber und das ist natürlich voll gut für alles, was mit Geld zu tun hat und Kapitalismus und zack, zack, zack. Jeder kämpft für sich selber. Ist mir scheißegal, was mit meinem Nachbar passiert. Keine Ahnung, juckt mich nicht, was mit meinem ganzen Umfeld ist, solange ich selber gut dran bin. Das ist ja so mega dann wieder der Konkurrenzkampf und checky. Aber so für unsere für unseren mentalen Zustand wäre es vielleicht auch nützlich, dass wir nicht vergessen, was wir eigentlich für Wesen sind. Wir sind nicht Computer, Handy, Magneten, Aliens. Wir sind Menschen, wir sind Uga Buga. Wir sind I need love and I need affection. I need contact. Real contact. Hä? Ich meine, überlegt mal, wie crazy es ist, was eine Umarmung in uns auslösen kann. Haben ihr das Gefühl, wir brauchen das alles nicht? Doch, wir brauchen es, wir vergessen es einfach und es wird uns so eingetrichtert, so, ja, du brauchst es nicht. Doch, wir brauchen es. Und darum bitte ich euch, hört auf euch so fest isolieren, Alte, und so einen auf hure independent und Bro, ich brauche niemand Mindset machen, weil ich glaube, langfristig werden wir ein richtiges Problem haben mit dem, wenn das nicht bald wieder ein bisschen umkehrt, wenn wir nicht checken, dass unser Handy nicht unser Kollege ist. ChatGPT ist auch nicht unser Kollege. Auch wenn wir das alle meinen. Ich habe ChatGPT auch schon Sachen gefragt, die ich eigentlich lieber eine Kollegin gefragt hätte. Weil es einfach einfacher ist und ich denke, ja, das gibt mir eine bessere Antwort. Aber amigs geht es nicht um das. Amigs brauchst du auch einfach einen Mensch. So. Und ich sage, wir sind jetzt noch ganz am Anfang von dem, weil ich meine, Technologie entwickelt sich crazier than je, Bro. Und es wird sicher noch ganz viele krasse Sachen geben, die wie ein Mensch ersetzen werden. Auch vielleicht im freundschaftlichen Kontext und nicht nur in diesem Suchmaschinen, AI, ChatGPT-Ding, sondern viel krasser. Und Digga, ich hoffe, einfach einige von uns werden dann noch übrig bleiben, die so checken, Digga, das ist nicht gut. Weil eben, ich glaube, allen, die gerne Geld verdienen würden, bringt das mega viel.
Leute isolieren, Leute, die einsam sind, kaufen auch mehr. Leute, die sich hässlich fühlen, kaufen mehr. Leute, die unzufrieden sind, konsumieren mehr. Checken durch. Leute, die zufrieden sind im Leben, die bringen im Kapitalismus eigentlich nicht so viel wie alle mehr anderen, die die ganze Zeit nach dem Besseren und Schnelleren und Cooleren suchen. Und ich gehöre dort auch dazu. Aber wenn wir das auch noch bei den Freundschaften anfangen, Bro, dann habe ich wirklich langsam Angst. Dann spricht mir der Nuki aus der Schnürren. No joke. Also, aufhören isolieren, aufhören meinen, wow, bitte, bitte. Und dann jetzt euren Friends schreiben, oh, wenn sehen wir uns nächstes Mal, ich vermisse dich. Bro, sorry, mach das einfach. Weil das ist einfach nur, das ist egoistisch und es ist nicht das, ich schaue auf mich selber, jeder darf auf sich selber schauen, aber hört auf, alle anderen vernachlässigen, weil ihr das Gefühl habt, ihr seid the center of attention. Wir sind alle ein kleiner Furz auf dieser Welt. Und wir alle haben so eine kleine Bedeutung eigentlich. Und logisch, ich bin die Einzige, die ich mein ganzes Leben lang haben werde. Und es ist wichtig, dass ich auf mich selber aufpasse und dass ich mich selber kennenlerne und dass ich mir selber treu bleibe. Das ist alles logisch, Alter. Aber mein Leben ist low-key nutzlos, wenn ich es nicht mit anderen Leuten teilen kann. Imagine. Alter, stellt euch nur schon euer Handy wegdenken. Wenn ihr dann mit niemandem von euren Friends euch treffen würdet, oder nur schon draussen in der Welt niemand jemandem reden würdet, was ja immer weniger passiert. Es ist ja nicht mehr so wie früher, dass man in den Zug hockt und nachher fährst an mit dieser Person neben dir ein Gespräch anfangen, weil du hast auch nichts Besseres zu tun. Never ever, Alter. Du denkst ja gerade, die Person will dich irgendwie kidnappen. So, man denkt wahrscheinlich, dass ich so paranoid bin und es ein bisschen übertreibe, aber wir sind im Fall wirklich krass auf dem Weg. Und vor allem in der westlichen Welt halt noch viel mehr das Egoistische und blablabla. Und ich bin auch ein Ego, beziehungsweise halt gezwungenermaßen, weil ich so scheiß introvertiert bin, dass ich halt einfach nicht kann überall dabei sein und auch nicht kann immer antworten und nicht kann immer zuhören. Aber ich muss auch an dem arbeiten. Weil mir wird es nicht besser gehen, wenn ich nachher noch mehr allein in meinem Zimmer mich verschanze und noch mehr in diesen huren Bildschirm glotze. Jetzt tue ich wahrscheinlich wie unsere Mütter und Väter und Grosseltern, aber ich meine es wirklich gut. Und es interessiert mich auch mega, was ihr dazu meint. Also kommentiert gerne, weil das ist einfach so ein Gacki-Gedanke, den ich hatte. Also, ist jetzt nicht, also ich habe einfach literally alles, was ich für die Folge mir gedacht habe, ist, ich habe mal in einer Sprachaufnahme zu meiner Kollegin, weil sie über eine andere Kollegin gerantet hat, so gesagt, ja, aber sorry, sie ist auch mega egoistisch, dass sie das Gefühl hat, sie muss dir nicht mehr schreiben, nur weil es ihr scheiße geht. Und du fragst sie, bitte schreib mir einfach nur, damit ich weiss, dass du lebst. So Leute haben nicht mal mit dem das Gefühl, sie müssen antworten. Und gehen aber dann gleich auf Instagram irgendwelche Reels liken und Stories posten. So, Bro, es hockt gerade ein echter Mensch dort und probiert dich zu erreichen, um zu wissen, geht es dir gut. Und es ist dir scheißegal, weil du das Gefühl, ja, ich antworte ihr, wenn ich will. Also weißt, ich verstand das, wenn es jemandem scheiße geht und man das Handy ganz weglässt und man einfach in einem Loch ist. Aber dann gehst du nicht alles andere auf dieser ganzen Welt machen, außer deiner Kollegin kurz schreiben, so hey, alles gut, ich schreibe dir später. Sorry, es geht 2 Sekunden. Und das ist uns einfach nicht mehr wert, weil wir alle das Gefühl bekommen, das müssen wir alles nicht machen. So ja, man muss nicht, aber es macht dich definitiv zu einem besseren Menschen und das tut dir sicher auch gut im Leben. Und das ist das Einzige, was ich eigentlich gedacht habe, dass ich über das gerne reden würde, so eben, dass ich das mit dieser Situation von meiner Kollegin und ich habe das auch alles jetzt gerade einfach ausformuliert und so ein bisschen live überlegt, wenn ihr checkt, was ich meine, wie ich eigentlich aufmache bei Losen mal. Darum sagen wir auch gerne, was ihr dazu denkt, ob ich ein bisschen crazy bin, ob ich paranoid bin oder ob ihr es gleich seht oder ja, wie sich das auch entwickeln wird und wie das bei euch im Leben so ist, ob ihr auch das Gefühl habt, ihr tut euch immer mehr abschotten, obwohl ihr irgendwie das gar nicht so realisiert, weil man ja eben den ganzen Tag das Gefühl hat, man ist mega connected und ich weiss ja, was bei meinen Kolleginnen läuft, weil ich habe ihre Insta-Stories geschaut. Oh, jetzt bin ich ganz stuck bei diesen Snap-Stories. Nein, so einige jetzt nicht mehr. Post keine Snap-Stories. Sonst passiert auch plötzlich das Gleiche wie der andere. Ja, das war alles eigentlich. Das ist so ein bisschen ein ansatzweisen Schluss, weil ich habe keine Lösungen für euch. Ich habe keine krassen Gedanken, sondern es ist einfach nur ein Wirrwarr von Zeug, das mich gerade beschäftigt. Ja, aber ich freue mich auf jeden Fall sehr fest auf unsere Live-Show. Und eben, wie gesagt, schreibt mir sehr, sehr gerne, ob ihr irgendwelche Wünsche habt. Es wird wieder... das weiß ich gar nicht. Egal, ich sage das jetzt nicht, weil sonst mache ich irgendwelche falschen
versprechen. Aber sagt es mir auf jeden Fall. Let me know, was ihr beim letzten Mal, falls ihr dabei gewesen sind, so außerordentlich cool gefunden habt oder was ihr vielleicht so weniger nochmal machen würdet. Und sonst wünsche ich euch einen schönen Tag und wir hören uns das nächste Mal. Gute Nacht. Es ist nämlich... Es ist 11:30 in der Nacht. Ich muss aufhören zu jeppen. Oh mein Gott. Okay, schlafen gut. Es hat mich mega gefreut. Danke fürs Zuhören. Bis nächstes Mal. Das heisst bis nächstes Mal für die ganz Langsamen unter uns. Hihi.